Gott ist gross. Glaubst du das? Im 1. Samuel 17,37 dort lesen wir vom David. Der David war der jüngste von 7 Söhnen vom Isais. Und er musste Schafe hüten. Er hatte dort ganz viel Zeit gehabt, Gott zu begegnen. Er hat gewusst, wer sein Gott ist. Er hat dort nicht gemotzt und gesagt, ich bin da und muss Schafe hüten, sondern er hat sich die Zeit genommen und hat seinen Gott immer mehr lernen kennen. Und dann ist der Tag gekommen, wo der Vater ihn gerufen hat und gesagt, weisst du was? Deine Brüder sind im Krieg. Geh du sie mal besuchen. Ich will wissen, wie es ihnen geht. Und er ist gegangen, der David. Der David ist dort angekommen und dann ist zur gleichen Zeit, hat er gerade gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und zwar ist ein grosser Goliath. In der Bibel steht, er war riesig. Und der Goliath, der hat über seinen Gott einfach abgelästert. Er hat ihn verspottet. Und der David hat gerade gemerkt, was, das geht nicht. Mein Gott, der erlaubt sich, meinen Gott so runterzumachen. Und ich glaube, beim David ist wirklich da etwas passiert. Ihm hat das Herz einfach klopfen. Und er geht und fragt die, was passiert, was macht ihr mit ihm? Und sie sagen, da ist niemand, der sich getraut, gegen ihn zu kämpfen. Aber die Belohnung so und so, oder? Die Tochter vom Saul. Er hat einfach gemerkt, das darf nicht wahr sein. Da muss man etwas machen. Der darf nicht meinen Gott verspotten. Und dann sagt der Saul, aber du bist viel zu klein, das geht doch nicht. Und dann sagt eben der David etwas ganz Wichtiges. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Ich habe da so eine Karte. Da sagt der David, hi, ich bin der David. Und wer bist du? Und die Karte, die zeigt genau das eigentlich, was der David in seinem Herz gedreht hat. Er hat gewusst, mein Gott, der ist gross. Mit meinem Gott kann ich sogar den Goliath besiegen. Und er ist dann auch gegangen, hat seine Steinschleuder genommen, mit ein paar Steinen. Und der Goliath hat gesagt, was machst du? Du hast einen Hund. Und der David hat gesagt, du hast keine Ahnung, mit wem ich komme. Du stehst da, hast das Gefühl, du seist gross. Aber hinter mir ist die ganze Armee. Hinter mir ist mein Gott. Und du wirst heute noch sterben. Und so ist auch die Geschichte, die ausgeht. Wir kennen sie sicher alle. Er nimmt den Stein, tut sie einfädeln und schiesst. Und der Goliath geht um. Hey, ich habe das Gefühl, auch bei dir hat es ganz viel Goliath in deinem Leben. Sachen, die nicht gut laufen. Sei es Krankheit oder keine Arbeitsstelle oder die Familie oder Sorgen um Kinder. Aber dein Gott, der ist einfach so viel grösser. Dein Gott hat auch das im Griff. Ich wünsche mir, dass wir mit dem Wissen, wie der David sagt, hey, du Goliath, wer bist du? Weil ich bin der David und hinter mir ist mein grosser Gott.